Sowas kann doch nicht passieren. Sowas darf doch überhaupt nicht passieren. Aber ich sag's ja allerweil, narrisch kannst werden. Narrisch! Aber da pass auf. Da pass jetzt einmal auf. Lenz! Lenz, komm mal rein da. Was ist los? Was gibt's denn, mein Kalbshaxerl, mein Liebs? Dir gib ich gleich ein Kalbshaxerl. Da, probier mal. Okay, Pina, ich brauch doch meinen Kalbskas nicht probieren. Ich weiß doch, wie mein Kalbskas schmeckt. Probier einmal. Gut. Eine Kalbskas-Delikatesse. Gut. No. Aha, Kalbskas-Delikatesse. Dir gebe ich gleich eine Kalbskas-Delikatesse. Majoran. Ja und? Seit wann kommt denn in einen Kalbskas Majoran rein? 5 Pfund Kalbskas mit Majoran. Ja, was soll denn ihr jetzt da damit machen? Ja, verkaufen halt. Verkaufen halt. Majoran kommt in einen weißen Presssack, in Blut und Leberwürst, höchstens noch in einen Negerbeutel rein, aber niemals in einen Kalbskas. Kardamom, Ingwer, weißer Pfeffer, Zitrone, ja, aber niemals da Majoran. Also glaubst du, dass du jetzt das Schippitupfer im Hirn hast, da langt's für was anderes nimmer. Tut der Majoran in einen Kalbskas rein. Sowas kannst du ja gar keinem Menschen verzeihen, sowas. Und? Was soll ich jetzt damit machen? Den kann doch ich nicht mehr verkaufen. Den kann doch ich einer normalen Kundschaft gar nicht mehr anbieten. Du Sulzkopf, du Damischer. Leg mich doch am Arsch. Die Frau Apotheker. Ja, grüß dich. Was brauchst du denn da? Ja, also, erst einmal ein bisschen ein Reiseproviant für mich, gell? Ja, und dann so eine kleine Wegbrotzeit für meinen Mann. Was heißt denn da Reiseproviant für die? Du meinst für die Wallfahrt morgen? Ja, freilich. Da sorg doch ich für die Reiseverpflegung, für jetzt Jahr. Ach so, ja gut. Ja, dann brauche ich bloß eine kleine Brotzeit für meinen Alten. Ja. Was muss denn weg? Was muss denn weg? Mag er vielleicht einen Kalbskas? Ja, schon. Du, den hat mein Mo ganz gut gemacht. Ein bisschen anders als wir sonst, aber ganz gut. Er lässt sich immer was Neues einfallen, weißt, weil die Geschmäcker sind ja verschieden, gell? Er ist sozusagen der Gourmet unter die Metzger. Weißt du was? Ich geb dir ein halbes Pfund, gell? Gut. Ich geb dir gleich ein ganzes Pfund. Das der gibt bis Hyperding und das schmeckt dann bestimmt. Brauchst du noch was? Nein. Das müsste schon gelangen für die halbe Stunde Zugfahrt. Schreib an. Ja, mach ich. Mei, ich freu mich ja schon so. Und ich mich erst. Ja. Also, es bleibt dabei, gell? Wir sehen uns da morgen um eine Neine. Verabschieden unsere Männer und dann geht's auf Wallfahrt. Ski wird's. Ja, wir jetzt ja. Ja. So, jetzt schon hier. Das ist für den Alten. Sagst ihm einen schönen Gruß und er soll es ihm ganz gut schmecken lassen. Mein Alter ist nicht horklich. Dem schmeckt alles. Ja. Solange kein Majoran drin ist. Alles. Ja. Den kriegt jetzt die arme Küche. Papa, wart!
Schippekäse noch auf der Lauer. Was? Wer? Naja, deine Mutter, meine ich. Na, sie ist weg. Oh, mein Frei, ich bin heuer auf Schippidupfer. Ja, wir fahren zum Schippidupfer. Beim Schippidupfer wird schön. Mein Papa, ihr mit eurem Schippidupfer. Ich spinn heute nicht gar so rum. Lass mal die Frei. Wenigstens einmal im Jahr. Öfter geht's sowieso nicht mehr. Ja. Fahrt's nur zu, solange es noch machen könnt. Ah, du, gell? Ich hab für mich einen kennt, der ist mit 80 noch Schippidupferkönig geworden. Ja, da muss er aber mit seinen 80 noch gut gesehen haben. Oh, Sänger aber geht's nicht. Hier muss man gut und schnell muss man sein. Ja, aber du mit deinem Kreuz wärst mit 80 nicht mehr Schippidupfer. Ah, wer weiß. Solange ich noch gut rechnen kann ich auch noch Schippidupfer. Ob mit Kreuz oder ohne Kreuz. Ja, und solange ich schwindelfrei bin, fällt sich noch gleich gar nichts. Fahren heuer wieder alle mit? Ja, freilich. Alle Scheidelfinger Mama fahren mit. Der Salo Springorum, der Schmolchgustel, der Sachsensammer-Simmel, ja, und natürlich ich. Ihr wart aber auch schon mal mehr, Ja, mein, ein Schippidupfer fordert auch seine Opfer. Da hast recht. Ja. Drum überlege ich mir auch ganz gut, ob ich mein Gustl nächstes Jahr noch einmal mitfahren lasse bei euch. Der Gustl, auf Schippidupfer verzichten, auch grad wegen dir, wo er doch noch so jung ist. Ja, wirst schon sehen, dass mein Gustl einmal gern für mich auf Schippidupfer verzichtet. Der Gustl, auf Schippidupfer wird er verzichten, auch grad wegen dir. Du traust dir von Eger die Leberknödel. Schau, sie liegt einmal ein Kartentisch her, die Männer, die werden gleich da sein. Ich schreib dabei die Speistafel. Eckerte Leberknödel. Von wegen. Der Papa hat überhaupt keine Ahnung. Wenn ich meinem Gustl sagen darf, er soll da bleiben, dann bleibt er da. Weil mein Gustl tut alles für mich. Wenn ich mein Burgen klopfe beim Fenster her, halt ich mich im Kammerchen statt. Den sein Rische lieb kenn ich schon, der macht mir's Warten, ihr Fahrt. Der Sachsensammer-Simmel, das Sargschreiner. In dritter Generation, gell? Hab ich dere. Hock die hin, alter Depp. Was hast du denn heute? Warum bist du denn gar so geschmolmeiert, hä? Es ist schon schlimm, gell, wenn du am Lieb einschießt. Ja, mei. Ich freu mich halt auf Schippidupfer. Mein Gott, Männer. Die Ledigen sind die Schlimmsten. Du, gell? Schippidupfer kommen ledig, verheiratet und auch als Wittiper. Aber nicht im Trauerjahr. Das ist mir wurscht. Ich war noch nie verheiratet. Und jetzt bringst du mir ein Bier. Ja, ist recht. Wo ist denn der Rind? Der schreibt gerade Speistafel. Das wird eine Zeit lang dauern. Wer kommt denn heute noch alles? Heute, am Donnerstag. Zum Warten. Naja, und das Schippidupfer müssen wir auch noch besprechen. Naja, der Herr Apotheker wird kommen. Und dann der Schmolchgustl. Da lass und das dann- schmecken. Aha. Die Altherrenrunde kommt also nur einmal zusammen vor der Abreise. Okay. Aber Herr Apotheker! Oh. Mein Gustl! Sag einmal, soll das heißen, dass dir der Pillendreher... Na, Gustl! Aha, ja, dann ist schon recht. Bring mir bitte eine Bierstasi. Komm, Gustl, sind wir wieder gut. Bussi, Okay, jetzt doch nicht vor die Leute. Du, mir war's wurscht. Geh du! Guten Abend, die Herren. Grüß dich. Und? Was gibt's heute? Heute gibt's dicke kalt, dicke warm, dicke Wurstsalat. Aha, dicke kalt, dicke warm, dicke Wurstsalat. Wir alle Tag. Nein, am Sonntagmittag gibt's ein Schweinsbraten, dafür am Abend bloß dicke kalt. Entschuldigung, die Herren. Ich hab leider nicht früher kommen können, weil
am Schrädelbar, sehr Alte, hat aufgrund einer akuten, aktuellen, auftretenden Influenza animalis mendoza von mir ein Curatium rapidonia Springorum benötigt. Und drum bin ich wieder einmal zu spät. Woher wissen ihr das? Ja, weil du das allweil sagst, Herr Apotheker, vor dem Warten. Mann, komm, jetzt red's nicht lang rum. Wir sind heute schon ein bisschen spät dran, gell? Salus, misch und gib gleich aus. Simmel, du schreibst, gell? Ja, dann gewinnen wir wenigstens. Was ist? Spielen wir streng? Geh, halt doch nicht. Also vor dem Schippitupfer streng warten. Hat's ja noch nie gegeben. Zumindest nicht bei uns in Scheidelfingen. Ja, und was die anderen machen, das ist uns wurscht, gell? Heb ab. Au! Ist verkehrt rum trinkeln. Du immer mit deinem alten Schmarrn. Aber gut ist er, gell? Leid. Ich sag euch was. Ich freu mich heuer so auf die Schippitupfer wie noch nie. hoffentlich haben wir ein schönes Wetter. Jetzt am Schippitupfer brauchen wir doch kein schönes Wetter. Ein Glück brauchen wir und ein bisschen Wind. Ja, aber Ringer soll's auch nicht. Ja, warum? Wir sind doch heuer drin. Achter. In Gras. Schotter da. Überhaupt nicht. Eigentlich ist ja das Schönste am Schippitupfer der Schippitupfer-Boy. Und danach, wisst ihr es noch voriges Jahr? Auch da ist vielleicht aufgegangen. Auch da waren griffige Mädel da. Das ist die aufs Laut sagen. Da wisst ihr, die 3 Mädel am hinteren Tisch beim Mittagessen, da war schon ich da. Die Tür. Der Maxi. Grüß Gott, die Herren. Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Apotheker. Und? Habt's euch? Ja, danke. Wir sind versorgt. Ja, das ist schon recht, gell? Ja, was denn für 3 Mädel? Das hab ich gar nicht so mitgekriegt. Ja, das denken wir schon. Die haben ja auch bloß Augen für mich gehabt. Freilich. Zuerst waren schon ein paar so rotschädelige Hyperdinger rumgestanden um die Dirndl und wollten sie ein bisschen hindachen. Hinmachen, verstehst? Aber dann hab ich die Mädel angeschaut. Die Mädel haben mich angeschaut und dann hab ich gesagt, was ist, geht's? Nein, wir bleiben da. Ja, das haben die rotschädlichen Hyperdinger auch gesagt, ja. Sind aufgestanden, haben die Himmel, die haben mich aufgekrimpelt, sind sie an mir rübergegangen, dann bin ich gegangen, ja. Nein, ich wollte euch nicht so lange anlassen, ich wollte bloß wieder rüber zu euch. So, jetzt schaut her, jetzt haben wir da einen Trumpf und da einen Trumpf und jetzt schreiben wir uns 3. Ja, mei, da ist mir mit meinem Feder schon besser gegangen. Du immer mit deinem Federl, ja. Der ist blöd zum Mischen. Ich sag euch was, so ein wunderbares Mädel. Die hat mich angeschaut und dann hat sie gesagt, Simmel hat gesagt, ich bin... Vergeben? Ein Schmarrn, die war doch nicht vergeben, sonst hätte sie mich doch nicht angeschaut. Na, sie war nicht vergeben. Du hast dich vergeben. Ach so, das du. Das tut mir jetzt leid für deinen kritischen, gell? Du musst halt noch mal einen abheben. Fortuna non sempre mia. Ja, freilich. jawohl. Was heißt denn das? Das Glück ist mir nicht immer hold. Mir schon. Ich sag euch was. So ein wunderbares Mädel, gell? Also, ich war ja gar nicht so gewesen, gell? Aber sie. Ja, ihr habt es ja dann mitgekriegt. Das heißt, nicht mitgekriegt. Wie hat's gesagt? Nach so einem langen Schippitupfertag. Hab ich gesagt. Und verliebt war die, gell? Nur in mich, gell? Also, es waren ja noch andere junge, fesche Burschen da gewesen, gell? Aber die waren nur in mich verliebt, gell? Und ich sag euch was, die war noch keine war die noch nicht. In Seiterding liegt einer am Friedhof. Der hat sich tot gemischt. Ach so, ja. Lass mich abheben und gib aus. Ihr werdet es schon sehen. Die kommt heuer auch wieder auf den Schippitupferboy. Und da wart's auch grad auf die. Grad auf mich. Ja. Genau. Gerade auf die wird's warten, geh weiter. Du träumst ja von die... Icken Leberknädel. Ja, und du von die geraden Weißwürsten. Albina! Oh, die... Entschuldigung, Albina? Ja, Elsbeth. Was kriegst du noch? Ich brauch doch nichts von deinem Wurstverhau.
Jetzt pass auf. Stell dir vor, letzte Nacht war es wieder soweit. Ja, also ich gehe wie immer nach der Meierndacht rauf in mein Bett. Der Herr Pfarrer hat noch gelesen, es war ja noch hell, also halbdunkel, also dämmerig. Man hätte noch alles sehen können. Und darum war es ja auch nicht da, sondern erst später, wie es schon dunkel war, wo man nichts mehr gesehen hat. Also, ich lieg in meinem Bett, schlaf natürlich noch nicht und auf einmal... Ja, was ist denn? Ich spring auf, reiß das Fenster auf und... Noch einmal ein Trumpf. Und? Der Kali war's. Was für ein Kali? Ja, der Kali, unser Kader. Also, ich leg mich wieder in mein Bett und keine Stunde später, keine halbe Stunde später, was sag ich denn, keine Viertelstunde später, also gleich drauf, Herres. Was? Das mir bekannte Geräusch. Ja. Die Leiter angelehnt ans Pfarrhaus. Er war wieder da. Wer? Der Fensterer. Ach, gemeint. Ja, freilich. Ich reiß das Fenster auf, gell, und pst, weg war er. Mitsamt der Lorter. Angelehnt ans Pfarrhaus. So, meine Herren, kann man's heißt nicht, da schreiben wir uns drei. Jawohl. Sag einmal, hast du den nicht gesehen? Und? Na, ja, und was soll ich jetzt machen? Nix. Ich wollte nur fragen, ob der Lenz für mich die Anzeige gegen den Fensterer bei der Gendarmerie schon gemacht hat. Weil ich kann's ja schlecht machen, als Pfarrersköchin wäre mir ja peinlich. Ich hab ihn ja schon gefragt, ob er das für mich macht, aber jetzt müsst ihr das halt wissen, bevor wir da morgen auf die Wallfahrt gehen. Ja, dann fragst du ihn halt, ne? Ja, genau, Balbina, das mache ich. Ja. Lenz? Lenz? Jetzt kommt die Scheinsau. Was? Du, Lenz, ich müsste ganz dringend was fragen. Elsbeth, nicht jetzt, du siehst es, wir da noch grad warten. Hey, und wie es ausschaut, haben wir grad Maschinen. Ja, es ist aber dringend. Ah, also gut von mir aus. Einen Moment, meine Herren, gell? Gustl, lass die Bratzen von meinen Karten, gell? Was legst du denn schon wieder? Es ist wegen der Anzeige. Hast du die schon gemacht? Elsbeth, natürlich. Die Anzeige, die habe ich doch schon vor einer Woche gemacht. Ganz gut. Aber stell dir vor, es ist schon wieder was vorgekommen. Ist er an deinem Bett vielleicht gesessen? Gott bewahre. Aber was für eine Anzeige? Wen möchte die Pfarrerskirche anzeigen? Ja, ihren Fensterer, der angeblich jede Nacht zu ihr kommt. Und den hat der Lenz ja so gezeigt. Okay, Schmarrn, das glaubt doch kein Mensch. Ein Fensterer zu unserer Pfarrerskirche. Okay, so einen alten Fensterer gibt's ja gar nicht. Und unser Herr Pfarrer, ja, der ist ja auch nicht mehr schwindelfrei. Grüß Gott, Herr Pfarrer. Ist gut. Mein Lieber, ihr schaut euch die Kirche auch lieber von außen und das Wirtshaus von innen an, was? Ja, mein Herr Pfarrer, das liegt daran, weil ich ein Freund der schönen Dinge bin, gell, wissen Sie. Weil, wenn ihr so eine Kirche seht und seht dann den Turm und die schönen Glocken, ja, und dann die schönen Heiligenfiguren, ja, und die Malereien, ja, und das Portal, ja, da vergiss ich aber ganz aufs Nägel, gell. Ja. Aber wenn ich in so einer Wirtschaft bin, und sieht die Schank, gell, und sieht das Fass, gell, und dann sieh ich einen Stammtisch mit meinen Spätzchen, ja, da vergiss ich aber ganz aufs Heimgehen. Das sagst du, sag mal. Und was ist da mit der Andacht? Ja, mein Herr Pfarrer, wir haben uns heute ein bisschen aufs Schippitupfer seelisch und moralisch vorbereiten müssen. Und da muss natürlich der Besuch einer Maiandacht zurückstehen. Naja, unser Herrgott liebt auch die, die der Andacht fernbleiben. Ja, das ist gut, dann könnten Sie schnell für den Lenzi aufheben, weil, so wie es ausschaut, hätten wir die Maschine und Jane Sau war angesagt. Nein, aber meine Herren, man kann doch nicht an einem Glücksspiel teilnehmen. Geh, Herr Pfarrer. Das ist doch kein Glücksspiel. Na ja, wir tun doch bloß warten. Ja, also gut.
Mit Gottes Hilfe. Ja, wenn der auch noch mitspielt, dann kann's gleich gehen. Hä? Und du bist dir ganz sicher, dass die den Kriminaler schicken? Elsbeth, der kommt nur wegen Bier. Der ermittelt nur in deiner eigenen Sache. Der kommt sozusagen ganz inkognito. Was? Inkognito. Ja, so halt, dass du nicht kennst. Nur der Pfarrer. Ja. Herr Pfarrer, Sie beim Watten, bei einem Glücksspiel, Sie als Gottesdiener. Aber ich bin doch nur eingesprungen. Und auch die reinste Seele wird manchmal schwach. Ah, der Spitz. Was machen Sie denn überhaupt da, Frau Elsbeth? Ich hab nur mit dem Rindelenz was besprechen müssen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Und der Maxi. Amen. Herr Pfarrer, haben Sie ein Bier zum Wohlsein? Dankeschön. Aber Herr Pfarrer, Sie sind ja bestimmt nicht heute Abend wegen einem Kartenspielen zu uns gekommen, oder? Ach so, ja. Nein, ich bin wegen einem Anliegen da. Was? Ja, also es fällt mir nicht leicht. Auge! Jetzt geht's um die neue Orgel. Nein, nix Orgel. Das ist ein ganz anderes Anliegen. Ein anderes Anliegen? Anliegen? Na, Herr Pfarrer, ja raus mit der Beichte. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Ja, ich tät heute auch gerne mal als weiterer Repräsentant unserer Dorfgemeinschaft zum Schippitupfer mitfahren? Ja. Ja, verreck! Der Pfarrer möchte zum Schippitupfer mitfahren. Ja, glauben Sie, das wäre möglich? Selbstverständlich ist das möglich. Ein Schippitupfer kann ja jeder. Und das ist nichts Unanständiges. Also können Sie als Pfarrer auch mitmachen. Bitte schön. Dann, wenn Sie mir das zutrauen. Selbstverständlich, Herr Pfarrer. Sie mit Ihrem Wissen. Ja, und mit einer Kondition. Da haben wir quasi schon halber gewonnen, gell? Also dann. Also, Prost. Prost. Hey, Moment einmal. Dann wären ja Sie das ja gar nicht mit unseren Weiber beim Wallfahren. Wie sonst allerweil. Ach so, ja. Ich habe meiner Haushälterin schon mitgeteilt, dass ich dieses Jahr zu einer Hospiz müsste. Ja, und deshalb an der Wallfahrt nicht teilnehmen könnte. Ja, verreck! Unser Pfarrer! Ein kleines Liergau! Ein kleines Notliergau! Naja, unser Herrgott verzeiht in der Not auch einem Schippitupfer. Ja! Prost! Prost! Oh, Prost. Ja, was ist, Mann? Habt ihr eigentlich keinen Hunger? Freilich. Was gibt's? Heute gibt's dicke kalt, dicke warm, dicke Wurstsalat. Wie jeden Tag. Nein, am Sonntagmittag gibt's ein Schweinsbrot. Und abends dicke kalt. Also, meine Herren, was darf ich aufschreiben? Dicke kalt. Langsam. Nicht alles durcheinander, einer nach dem anderen. Also, bitte. Dicke warm. Dicke warm. Dicke kalt. Dicke kalt. Dicke Wurstsalat. Wüsselt. Jawohl. Sie, Herr Pfarrer? Ja, danke, ich habe mein Abendmahl schon gehabt. Das mag ich. Freibier saufen und daheim essen. Wie? Gelobt sei Jesus Christus. Jawohl. Mann, wenn ihr Bier wollt, dann müsst ihr euch selber einschicken, gell? Ich hab, was war jetzt? Das ist der dicke warm, dicke kalt, dicke. Die Herrschaftszeiten, die ganze Speiskarte rauf und runter. Verstehst du, Stasi, gut, hilf mir, Stasi, ich schwimm. Ja, weil du keinen Hof einstehst. Ja, dann trinkt man doch noch mal auf unseren Schippitupferfahrer. Freilich. Nein, für mich nimmer. Okay, Herr Pfarrer. Wir wollen denn Sie da morgen Schippitupfer, wenn Sie heute schon nichts trinken? Ja, da müssen Sie schon ein bisschen trainieren. Ja, ich habe aber gelesen, Schippitupfen sollte man möglichst nicht in angetrunkenem Zustand. Aber auch nicht nüchtern, Herr Pfarrer. Guten Abend. Guten Abend.
Abend, meine Herren. Gestatten Oskar Beinlein von der Firma Fritz Karl Donnerbalken und Söhne aus Haus Laps, Handelsreisender in Sachen Klosettartikel und Scheuermittelbedarf, stets nach dem Motto, das Klo ist rein, die Brille fein, Grund dafür kann nur Beinlein sein. Auch der Elefant brüllt's durch den Rüssel, so sauber ist die Abortschüssel. Ja, meine Herren. Angenehm. Beinlein. Ja, grüß Gott. Ah, Herr Wirt! Nein, ich bin nicht. Ich weiß, Sie sind mit Ihrem Service beschäftigt. Na, dafür habe ich doch wirklich Verständnis. Die Herren, die sehen ja auch mächtig durstig aus, nicht? Nein, ich bin doch Ach, nicht. Sie sind nicht zuständig für solche Dinge. Na, das verstehe ich doch. Meistens machen das ja auch die Frauen, nicht wahr? Nein, ich bin doch gar nicht. Wissen Sie was, dann holen Sie mir doch jetzt mal Ihre Frau, die Frau Wirtin, nicht wahr? Vermutlich in der Küche, was? Nein, jetzt lassen Sie mich heute einmal. Das Bier servieren, ja, sagen Sie es doch gleich. Ich gehe doch gerne ein bisschen zur Hand. Ist doch überhaupt kein Problem. Gehen Sie her, ich helfe Ihnen. So. Gott, nein, ist das ein Depp. So, nun rufen Sie mal Ihre Frau, die Frau Wirtin, noch ein bisschen flotti, hurtig. Nein, ich bin doch so, nicht. na denn, Prosit, meine Herren. Balbina. Ja, aber so ist. Pass doch auf, du Depp. Ich bin nicht der Depp, wer ist der Depp da? Frau Wirtin! Gestattet, Oskar Beinlein. Von der Firma Fritz Karl Donnerbalken und Söhne aus Kauslaps, Handelsreisender in Sachen Klosettartikel und Scheuermittelbedarf, stets nach dem Motto, das Klo ist rein, die Brille fein, Grund dafür kann nur Beinlein sein. Ha, auch der Elefant brüllt's durch den Rüssel, so sauber ist die Abortschüssel. Ja, ich habe ja Ihren Mann bereits... Ich weiß, er ist nicht zuständig für solche Dinge, nicht wahr? Wir hatten ja bereits miteinander gesprochen. Du vielleicht mit mir, aber ich nicht mit dir. Ist gut. Daher möchte ich Ihnen zeigen, was ich Ihnen alles so anzubieten habe. Gucken Sie mal her, Frau Wirtin, hier sehen Sie mal unsere neueste Broschüre mit unseren Klosettartikeln. Bitte, nehmen Sie. Bürsten, Seifen, bitteschön, Herr Pastor, auch für Sie eine. Nehmen Sie ruhig. Seifen, Scheuermittel, Spritzschutz, Atemschutz, bitteschön, Nasen- und Luftanhalter, Eau de Couleur, Eau de Cologne und Eau de Cologne. Und unser neuestes Produkt, Haarwuchsmittel direkt aus Paris. Für den Herren von Welt. Eben alles drin, was Mann und Frau für das tägliche Geschäft braucht. Hey, was ist jetzt los da? Ah, Herr Ober. Ja. Bringen Sie mir doch bitte auch etwas zu essen. Was ist los? Ja, von diesen Würsten hier. Lenz, stell dir vor, was passiert ist. Ich hab die Leiter... wer ist denn das? Ist das schon der Kriminaler? Ja, das ist der Kriminaler. Der Herr Inkognito. Ja, Papa, du bist ja noch gar nicht fertig angezogen. Gleich werden doch die anderen da sein. Jetzt trinkt der noch eine halbe. Hast Angst, dass die Tag nicht nur erwischst? Die Straße, jetzt reg dich doch nicht so auf wegen 3 halbe Bier in meinem Alter.
Da hab ich schon mit viel mehr Bier viel besser tupft. Tupft meine ich natürlich. Weißt du, wo mein Joppen ist? Ja, wo wird's denn schon sein? Drum in der Wohnung halt. Sei so gut, dann holen wir's. Vater, ich hab jetzt keine Zeit, ich muss euer Brotzeit in der Metzgerei herin. Mei, ich möchte nur wissen, für was man Kinder hat. Dann sei froh, dass du gerade mich hast. Ja, ich danke dem lieben Gott dafür, ja. So, jetzt sind wir da beim Dasein. Und seid's fertig? Ja, wo seid's denn alle? Ja, was ist denn los? Was macht's denn ihr schon da? Ihr seid so viel zu früh dran. Zu früh? Ja, gibt's das auch? Ja, dann, wenn wir zu früh sind, dann trinken wir da halbe. Ja, schenkt euch dabei selber rein. Ich hab's dann auch gleich, gell? So, jetzt schau her. Da hab ich da jetzt deinen Koffer zusammengewackelt, gell? Ja. Fällt bloß noch die Pantoffeln. Also, jetzt pass auf. Da, dies ist die Sackerl mit deinem Waschzeug. Ja. Dies ist die Sackerl für deine dreckigen Unterhosen, ja. Gell? Die Strümpfe kannst du ja 2 Tage anziehen, bist ja allein im Zimmer. Jetzt gib mir gerade mal eine Ruhe. So, dann da haben wir die Tabletten, die kleinen nimmst vorm Einschlafen und die große vorm Kaffee trinken, gell? Und also jetzt geh halt endlich einmal auf jetzt. Denk dran, wenn du in der Nacht öfter wie 2 Mal raus musst, dann nimmst du das Zapferl da, gell? Lass aber nicht wieder in der Sonne liegen, sonst bringst du das nicht mehr rein. Und du hast doch niemanden, der da ruhig ist. Ja, was hast du denn so aufgeregt? Hast du dich gewaschen? Ja! Du hast jetzt Zehennägel geschnitten. Ja, das hat uns auch interessiert. Ja, was machst denn ihr da? Ja, Zuhörer. Also, ihr seid unmöglich. Aufs Zapferl. Wir helfen ihm schon. Ihr Schippeltupfer-Deppen. Ich pack jetzt meinen Koffer. Stasi, willst du mal kommen? Freilich, hol wieder, Mama. Ich hab bis jetzt bloß am Papa seine Sachen zusammengewackelt, aber ich hab's gleich, gell? Jetzt überholst du mich gleich fertig. Prost! Grüß euch! Sind wir die Liebsten? Wundern darf's mich nicht. Ja, ich hab ja schließlich dein Club und mein Zeug auch noch backen müssen. Hallos, lasst euch noch Zeit, das passt schon. Wir haben schon ein bisschen Zeit. Die anderen sind auch noch nicht da. Weißt du was? Hallos, schenkt dir dabei ein halbes Bier ein. Ich pack dabei noch ein bisschen was zusammen. Ich bin dann auch gleich marschbereit. Gell? So, jetzt bin ich auch schon fertig, gell? Ihr seid. So, Mama, da, ich hab den Koffer. Stasi, du pass mal auf, gell? Morgen ist der Papa am Abend ja schon wieder da. Und du tust alles gut absperren und pass mal aufs Hauswesen und auf den Laden auf. Wird eh nicht so viel los sein. Ja, Mama. Und wir sind dann vom Wallfahrten übermorgen am Sonntagnachmittag wieder da. Ja, Mama. Prost! Ja. Gibt's denn so? Der heilige Christophorus sei mit euch reisend. Und mit deinem Geiste. So, wir sind jetzt auch soweit. Stellen Sie es dahin, Herr Pfarrer. Hä? Ach so, ja. Dankeschön. Und für Gott. Ja, für Herr Gott. Pfarrer. Wiedersehen. Ja, was heißt jetzt da für gut? Ja, was ist denn mit der Wallfahrt, Herr Pfarrer? Ach, die Wahl, ja. Es tut mir leid, aber ich kann an der Wallfahrt dieses Jahr leider nicht teilnehmen, weil ich kurzfristig zu einer Hospiz gerufen wurde. Ja, und somit unabkömmlich bin. Ja. Ich wünsche also den Damen eine gesegnete Wallfahrt und den Herren ein gutes Abschneiden beim Schippitupfen in Heidelberg. Herr Pfarrer, Mann, was ist? Sind wir's? Jawohl. Dann packen wir's. Darf ich sagen, auf geht's zum Schippitupfer! Ja, auf geht's zum Schippitupfer. Beim Schippitupfer wird's schön. Weit Weiber der Mann fahren und wir können gehen. Holla, die Liga, holla, holla, holla.
besseres, der psuffene Scheißheiselvertreter sein. Bloß gut, dass Sie gestern da geblieben sind und sich ein Zimmer genommen haben. Ja, vertragen hast du nicht viel. Oh, Herr Wirt, was haben Sie mir denn da wohl nur zu trinken gegeben? Gegeben haben wir da nichts, das hast du selber gesoffen. Wieso Vertreter? Tarnung, Elsbeth, alles nur Tarnung. Ach, der Kriminaler, der Herr Inkognito. Das ist der Inkognito, ja. Also, was ist jetzt? Auf geht's, Leid ist pressiert für die guten Schatz. Der Tschischippi-Tupfer und lass die Finger vor die Madeln. Jetzt für mir, Vater unser mit, gell? Ja, mach ich schon. Vierte und pass auf die. Vierte Mama. Also Frauen, bleibt schön betten, gell? Stasi, für die gut. Darf sie aufs Haus aufpassen, gell? Nichts ansteigen, ich bin am Morgen wieder da. Lebt's bis Sonntag, gell? Ja, fertig. Und denk dran, lass die Bratzen auf der Bettdecke. Charles, was ist? Was hast du da an Brotzeit dabei? Da, ein Kalbskas. Oje, 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 oje. Der Herr Apotheker kann da doch das Zapferl nicht tun. Ja, genau, wenn's war. Ja. Also dann, gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Auf geht's! Herr Pfarrer! Herr Pfarrer! Gott sei Dank sind die draußen. Diese Ruhe. Einfach schön. Schön wird's. Ganz schön. Weil jetzt Gängen wir wir alle Jahr auf Wallfahrt. Stasi, pass mal gut auf und vergiss mal den Weißen da drum nicht, gell? Nein, die mache ich gleich einmal einen Kaffee. Viert gleich. Vierte. Also, meine Damen, auf geht's. Ja. Die Scheitelfinger wollten Wallfahrten gehen, wie die war die Weleison. Sie wollten gern singen, kenners nicht gaschi, wie die war die Weleison. Wallfahrten ganz gern, das hast ja von der Juhe, wie die war die Wele, gelobt sei die Christen und die Hallo? Hallo? Keiner mehr da? Sind die denn alle von Bord gegangen hier oder was? Hallo? An den letzten beißt wohl hier die Haie oder wie? Ja, Herr Weinlein. Da habt ihr schon einen Kaffee gemacht. Schwarz und ohne Zucker. Der macht schön und hilft für einen Rausch. Ja, danke, aber sagen Sie mal, Fräulein Stasi, wo sind die denn alle? Ja, die Frauen auf die Wallfahrt und die Männer beim Schippitupfer. Bitte was? Beim Schippi-Tupfer? Was ist denn das bitte? Wo sind die hingefahren? Ja, zum Schippitupfer. Also passen Sie auf. Schippitupfer ist folgendes. Schippitupfer kann man auf verschiedene Arten machen. Schippitupfer, das ist, Ja. Ja, also das ist, ja. Na, das dauert jetzt zu lang. Ja, Fräulein Stasi, dann sind wir ja jetzt praktisch ganz alleine. Ja, und? Naja, dann hätten wir ja jetzt die beste Gelegenheit. Es würde uns niemand stören. Was? Naja, ich meine, wenn ich Ihnen so ganz unter uns und in aller Ruhe nur für Sie ganz allein. Was? Ich könnte Ihnen etwas zeigen. Was? Meine ganze Kollektion! Aha. Mein Fachgebiet sind Klosettbürsten. Haha. Ich erkläre Ihnen nun die Funktion der Klosettbürste anhand meines Standardmodells Klassik. Einfach, solide ausgearbeitet, mit Griffrillen und kräftigen Borsten. Die Klosettbürste ist räumlich eingeteilt in einen Griff- und einen Borstenbereich, wobei sich in der Regel der Griffbereich oben und der Borstenteil unten an der Bürste befindet.
Nach erfolgreichem großem Geschäft wird die Bürste sanft durch die Brille in die Schüssel eingeschoben und die Restbestände mit leichten Schwuppbewegungen entfernt. Hierbei ist darauf zu achten, dass zu große Scheuerbewegungen Wasserwallungen auslösen können, die ihrerseits zu Spritzern außerhalb der Schüssel führen. Ein äußerst unhygienisches Ergebnis, das es unbedingt zu vermeiden gilt. Die Glosettschüssel sollte von Papierresten freigespült sein, denn diese Toilettenpapierreste haben das unangenehme Bestreben, die Borsten wie ein Spinnennetz zu umgarnen. Sieht eklig aus und führt nur dazu, dass nachfolgende Freunde der großen Sitzung von der Benutzung der Bürste abgehalten werden. Und das wollen wir schließlich nicht, oder? Na? Die Borsten sind nun nach ordnungsgemäßer Handhabung sehr nass. Um zu vermeiden, dass eventuelle Restflüssigkeiten auf den Boden tropfen, ist unbedingt anzuraten, die Bürste an der Oberkante des Porzellanbereichs, jedoch unterhalb der Brille, einige Male sanft abzuklopfen und danach zügig wieder in den Ständer zu stellen. So viel zur Anwendung. Und nun zu meinen Modellvariationen. Das Standardmodell Klassik kennen Sie ja jetzt bereits. Hier das Modell Weidmann. Halali! Gearbeitet mit Hirschhorngriff und kräftigen grünen Tannenwaldborsten. Das gesamte Innenleben der Bürste aus handgeschlagenem Lärchenholz. Als nächstes das Modell Hanseat mit Fischkopfgriff und getrockneten Aalgrätenborsten. Die gesamte Bürste umarbeitet mit gegerbter Steinbutthaut. Mein persönlicher Favorit. Ja. Und hier das Modell Wurzelsepp. Rustikal ausgearbeiteter Wurzelgriff aus 100-jährigem naturgetrocknetem Zirbelholz. Die Borsten vom Barte der Hochlandjemse. Fühlen Sie mal. Na. Ach, kommen Sie her, kommen Sie her. Fühlen Sie mal. Oh, na ja. Sehr angenehm, nicht? Na Nicht? ja. Der bayerische Verkaufsschlager in München steht auf. 1, 2, sofort. So, und nun mein letztes Modell. Gott sei Dank. Queen Royal. Mit Bärenfellgriff und Dudelsackkissen statt Borstenteil zum Auswischen statt Ausbürsten. Ja. Der letzte Schrei aus England. Von der Insel. Natürlich nur für Linkshänder geeignet. Tja, meine Liebe. Wenn ich jetzt noch eine Brotzeit kaufe, weil ich sperre nämlich jetzt dann einen Laden zu. Bitte wie? Bitte was? Ob's noch Brotzeit wollt? Ach so, eine Brotzeit. Ja, natürlich habe ich immer Zeit dafür. Gerne, bitte doch. Ja, gerne, Ja, gerne, also gerne. dann, auf geht's. Ach, übrigens, Fräulein Stasi, das alles können Sie auch in meiner neuen Broschüre über die Anwendung der Glosettbürste gestern, heute Morgen und übermorgen nachlesen. Ja. Bitte schön, nur für Sie. Ja, dankeschön. Bitte schön. Also, was meinst? Vielleicht eine Bierkugel? Oh, nee, nichts mit Bier heute, danke, nichts mit Bier. Nee, Ein Leberkäse? nee keine Innereien, danke, nee. Was haben Sie denn sonst noch? Also, wir haben einen weißen Presssack, einen Bauernpresssack und einen schwarzen Presssack. Der schwarze Presssack wird aus einem lauwarmen Saublut gemacht. Gleich nach dem Schlachten kommt dann auch der Speck und der Meier rein. Dann haben wir dicke, geschwollene Stockwürst und Niederlinge. Und ein Knöchelsuppe. Die wird aus Schweinsohrenbackerl, Schwartel und Saufjes gemacht. Ja, und ein Lüngerl, also eine aufgeschnittene Saulunge mit Kuddeln. Ein Kalbskäse und ein Leberkäse, ein Leona und Negerbeidel. Klang's? Oder wollen Sie was anderes? Danke, mir ist schon schlecht.
noch einmal rein. Nicht fluchen, bitte. Nicht Tu mal du die Flaschen weg. Jetzt bin ich aber gespannt, was wir sagen werden. Was werden Sie schon sagen? Blöd schauen werden? Freuen werden Sie sich nicht, dass wir schon da sind. Ja, wir freuen uns ja auch nicht. Na. Das ist doch wirklich saudumm gelaufen. Dabei war aber alles ausgemacht. Ich hab gesagt, am Samstag nach Frohen Leichnam. Nein, das stimmt doch gar nicht. Du hast gesagt, nach Christi Himmelfahrt. Hab ich nicht? Hast du schon? Das ist ja schon mal wurscht. Sag's mal, wo sind denn die überhaupt? Lenz! Salus! Wo sind denn die? Komisch. Stasi? Also, die sind doch sonst allerweil noch jedes Jahr nach dem Schippitupfer zu uns daherkommen. Stasi? Warum gehen dann mit einem Mordstrub rausschreien? Genau. Ja, grüß euch. Was ist jetzt denn ihr heute schon da? Ist was passiert? Die sind alle noch nicht da. Mein Gustl ist beim Schippitupfer verblieben. Was sind die? Die Männer sind noch gar nicht da. Ja, ich warte doch schon den ganzen Abend. Die müssten doch schon seit Stunden wieder da sein. Der Einzige, der da ist, ist der Preis. Der Kriminaler. Wer? Aber sonst ist keiner da. Ja, jetzt hockt euch erst einmal hin. Die bringen uns einen Schnaps. Oh, das ist gut. Ja, das ist gut. Aber warum seid denn ihr eigentlich schon da? Weil sie am letzten Wallfahrtsort den heiligen Kuratorius gestohlen haben und wir den deswegen nicht anbeten haben können. Ja. Darum sind wir jetzt schon einen Tag früher gekommen. Das ist gut. Himmel oder Willi? Beides. Die werden schon noch kommen. Ja, vielleicht hat ja der Zug Verspätung gehabt. Das ist ja nichts Außergewöhnliches bei der Bahn. Schmarrn, der letzte Zug ist doch schon lang da. Ich war schon am Bahnhof drüben. Aber der Westinghauser Bertel hat gesagt, die sind gar nicht eingestiegen in Hyperding. Die waren nicht einmal am Bahnhof. Vielleicht haben sie es verhofft. Okay. Warum denn? Weil sie beschissen haben beim Schippidupfen. Und drum sitzen sie jetzt im Gefängnis. Der Mai hat bloß ein Zapferl dabei. Prost. Ich könnte ja mal den Kriminaler oben fragen. Vielleicht weiß der Bescheid. Was für ein Kriminaler? Nix. Gar nichts. Vielleicht haben sie sich ja auch nur verlaufen. Prost. Prost. Okay, beim Schießimupfen kann man sich doch nicht verlaufen. Hast du schon mal gehört, dass sich beim Schießimupfen einer verlauft? Nein? Nur verletzt. No, mei. Vielleicht hat es ja diesmal länger gedauert, das Schippi-Hupfen da. Das Schippitupfer dauert doch immer gleich lang. Nein, das kannst du nicht sagen. Vor 2 Jahren hat das Schießipuffern zum Beispiel viel länger gedauert als wir normal. Das war eine Ausnahme. Ich sag euch was, da ist was passiert. Aber nicht beim Schiffehupfer, sondern hernach auf dem Schiffehupfer-Ball. Na, mein Gustl, der macht sowas nicht. Warum nicht? Die Mannspieler sind alle gleich. Was du meinst also, dass die nach dem Schießimupfen am Pupferball waren und da andere Frauen kennengelernt haben, oder was? Zum Beispiel. Genau so war's. Ja, so eine Haderlumpen. Und mein Mann als Apotheker ist auch dabei. Ja, und mein Gustl. Und ausdenkt hat sie es bestimmt als dieser Sachsen-Summer Simmel. Dieser lebige Lump. Unsere Männer verführen. Aber wart's nur, wenn sie heimkommt. Da pass auf. Wir werden euch schon einen Schützi-Wupp-Empfang bereiten, dass euch der Schützi-Kitzi wackelt. Jawohl. Meine Damen,
ihr bleibt halt da. Ja. Wir beziehen auf den Zimmern Stellung. Ja. Ja, so eine hohe Lumpen, hä? Aber das sag ich alles dem Herrn Pfarrer. Jawohl, am Herrn Pfarrer sag ich das. Und dann freut euch, meine Herren, morgen auf einen gewaschenen Sonntag. Jetzt einer. Saulus, danke dir schön fürs Koffer dran, gell? Gern geschehen. Mach ich doch gern für eine gute Brotzeit. So, jetzt muss ich aber wirklich gehen. Wird Zeit, dass ich heimkomme. Nix da, du warst schön. Ja, du bleibst jetzt da. Mein Alte, wenn heimkommt und ich bin nicht da. Ja, das ist mir wurscht. Ihr hängt da alle mit drin. Was? Ich auch? Ja, natürlich, du auch. Ich bin doch gar nicht verheiratet. Mein lieber Freund, ein guter Rat fürs Leben. Stehst du kurz vorm Ehedrama? Schau auf deine Schwiegermama. Hör auf ihr Geschrei genau, denn bald schreit so auch deine Frau. Ja. Kann ich ein Liedl davon singen? Ja. Und warum hast du dann geheiratet? Da hab ich doch meine Schwiegermutter noch nicht kennt. So, jetzt muss ich aber wirklich gehen. Nix da. Ihr bleibt da alle miteinander, gell? Ihr hängt da alle mit drin. Ihr werdet so schön. Gehst dann wohl jetzt auch da bleiben. Jetzt aufgedreht da, Herr Pfarrer. Jetzt haben wir lang nur drischelt, jetzt gingen's Reh mal da. Aber meine Herren, versteht's doch. Ich muss doch in meine Kirche, heute ist Sonntag. Der Tag des Herrn, Sonntag. Geh, Herr Pfarrer, den Sonntag, den können Sie doch eh schon vergessen. Ja, das ist mein einziger wirklicher Arbeitstag. Okay, das Hochamt, das ist doch schon gelaufen. Was ist los? Was ist los, meine Herren? Ja, dort seid ihr oben runter. Auf geht's, ein bisschen mithelfen. Auf geht's, meine Herren. Die halbe Gemeinde steht vor der Kirche und ich bin nicht da. Ja, dann sagen Sie halt, Sie haben einen Kirchenschlüssel vergessen. Okay. Eine kleine Notlüge. Das glaubt mir doch kein Mensch. Okay, Herr Pfarrer. Ein gescheiter Katholik, der glaubt alles. Versündige dich nicht, mein Sohn, versündige dich nicht. Ja, ist schon recht. Auf geht's, Mama. Schau her. Ozean. Also, Ozean. Herr Pfarrer, das Unbefleckte ist für Sie. Schaut dir, so schickt sein ein bisschen. Die Leute werden gleich von der Kirche kommen und Mittagessen wollen bei uns. Auf geht's. Ja, was denn für eine Kirche? Das Hochamt ist doch schon gelaufen. Herr Pfarrer, Saulus, bitte, geh mal in die Küche, sei so gut, ja. Ja, was ist mit euch zwei? Rührt euch ein bisschen, dort eindecken da, die Tischwäsche ist da unten, der Ozapfen müsst ihr auch noch. Das Bier ist im Bierkeller draußen. Ja, schickt euch und schaut nicht so blöd. Sonntagsmess kommt gleich, kommen gleich Sonntagsgeschäfte los. Hast du gehört, was der gerade gesagt hat? Mir zapfen noch. Ja, der Sonntag geht ja schon gut los. Auf geht's, packen wir's. Was man alles macht wegen dem Simmerl, wegen diesem alten Deppen. Ja, jetzt beruhig dich nur wieder. Der Simmerl war nicht allein schuld. Freilich war er schuld. Er, der alte Depp, muss noch eine Nacht da bleiben bei seinem Gspusi. Er, der alte Trottel. Aber das junge Mädel, Herrschaft war die beieinander. Ja. Also schuld an dem Ganzen war ja nur dieser unselige Frühschoppen, der kein Ende nehmen wollte. Und da wart ihr alle dabei. Der Simmerl war schuld. Nein, der Zug war schuld, den ihr nicht erwischt habt. Aufgrund von eurem unmäßigen Alkoholgenuss.
Da haben Sie schon sauber mitgesoffen, gell? Hat man genau gesehen an den Stricherl auf Ihrem Bierdeckel. Also, die Stricherl auf meinem Bierdeckel waren nicht alle von mir. Ach so. Haben Sie vielleicht jemand eingeladen? Haben Sie das Bier vielleicht geteilt? Ich habe Bedürftige unterstützt. Und jetzt tu weiter Kraut oben. Nee, Alter, wenn der's erfahrt. Ja, unser Herrgott wird schon richten, dass es nicht erfahrt. Ich pass schon auf. Geht's, Dore, jawohl. Viele Hände, schnelles Ende. Red doch du nicht so saublöd daher. Du bist der Schuld, dass wir so dastehen. Was? Ihr wart doch alle so besoffen nach dem Frühschoppen. Der Lenz ist auf dem Tisch gelegen, Sie, Herr Apotheker, sind unter dem Tisch gelegen, der Gustl, der hat gespielt. Ja. Und Sie, Herr Pfarrer, wenn Sie nicht mitten im Wirtshaus als Predigen angefangen hätten, dann hätten wir den Zug nie versammelt. Na, dass ich nachher noch bei meinem Federl war. Mei, ja, du schon wieder. Ja, mei, wer kann, der kann. Komm jetzt hebt das Fass an auf der... Ich habe keine Wirtshauspredigt gehalten. Ich habe nur die tröstenden Worte Gottes an euch weitergegeben. Die Worte Gottes? Ja. Da hat aber sauber geleitet. No. Was ist denn, Herr Pfarrer? Ich brauch doch die Edelsaulus. Was ist mit dem Kraut? Moment. Ein bisschen dauert's noch. Hoffentlich geht das alles gut raus. Mann, ich sag euch, was mein Allgewinn das erfahrt. Wieso? Die Weiber, die kommen doch erst am Nachmittag. Ja, hoffentlich. Hey, mei, habt ihr wie ein Geschiss? Das ist ja furchtbar. Was weißt du doch? Schieß Dass ihr so viel Angst vor die Weiber habt, nein, das ist ja furchtbar. Also, jetzt kannst du mir mal beim Mundzapfen zuschauen. Also, 1, 2 und... Ja, ist denn heute schon Nachmittag? Wo wart's denn ihr? Heut Nacht. Ja, das würde mich auch interessieren, Herr Pfarrer. Wer? Wir? Die Olle. Also wer? Mir. Wir alle da praktisch miteinander. Mal eine andere Frage. Warum seid ihr überhaupt schon daheim? Wir? Warum wir schon da sind? Ja? Balbina, sag's ja nicht du? Wir sind einen Tag früher heimgekommen, weil's den heiligen Kuratorius gestohlen haben. Ja, und wir dann gar nichts mehr zum Anbieten gehabt haben. Und drum sind wir schon einen Tag früher gekommen. Aber viel wichtiger ist ja, warum seid denn ihr einen Tag später gekommen? Weil wir in Hyperding waren. Oh ja, genau, wir waren in Hyperding, jawohl. Und warum seid ihr dann nicht gestern schon gekommen? Sondern erst heute. Weil der Lenz ist Schippitupfer-König geworden. Was? Ja, wir haben so gut Schippitupf, dass wir gesagt haben, ja, gibt's das, dass wir so gut Schippitupfer. Und dann ist der Lenz tatsächlich der Schippitupfer-König geworden. Und nach einer alten Schippitupfer-Regel ist es so, dass der neue Schippitupfer-König dann bei seiner Schippitupfer-Königskrönung da bleibt und sie zusammen mit seinen Schippitupfer-Freunden als neuer Schippitupfer-König feiern lässt. Und drum sind wir einen Tag länger geblieben. Ha! so einfach ist das, gell? Und jetzt kommt erst einmal runter, dann zapfen wir an und dann trinken wir auf unseren neuen Schippitupfer-König. Hui. Ja, da fällt mir gerade ein, dass meine Tante heute Nachmittag zum Kaffee kommt. Das heißt, ich kann jetzt unmöglich mit euch mitfeiern. Für euch. Hui, da fällt mir ein, dass mein Vetter aber halb vorbeikommen wollte, gell? Da fällt mir ein, du bleibst jetzt da, gell? Ja, aber mein Vetter, Das ist mir wurscht, der Vetter kann warten. So. Schippitupfer-König bist du also geworden. Ja.
Bin ich aber stolz auf dich. Oh, kannst du, gell? Ich glaube, ihr habt den Schippitupferkönig aber jetzt lang genug gefeiert. Saulus, Jawohl. pack und reiß die zusammen. Wir Gehen jetzt. Einen schönen Sonntag noch, die Herren. Und die Damen. Saulus! Jawohl. Was machen denn eigentlich Sie da, Herrin, Herr Pfarrer? Oh, nein, ich habe leider ein bisschen länger bei der Hospiz bleiben müssen. Ja, und da habe ich halt den Männern jetzt in ihrer Not tatkräftig und auch geistlich aus der Patsche geholfen. Aha. Ist er nicht gleich gestorben bei der Hospiz? Wer? Wollte er nicht? Ach so, ja, nein, es hat sich etwas verzögert. Aber die Messe, also respektive das Hochamt heute Vormittag, das haben Sie schon gelesen, oder? Die Messe? Das ist schon alles planmäßig abgelaufen? Die Messe, ja, also das Hochamt, das war ja gewissermaßen schon... Das war jetzt was. Ach, da sind Sie, Herr Pfarrer. Ja, wo waren Sie denn? Alle haben wir gehabt. Die Kirche war voll und ganz leer. Gut, dass der Mesner da gewesen ist. Der hat uns ein bisschen aus dem Katechismus vorgelesen, dass man nicht lehren darf. Und so weiter und so fort. Es ist dann schon gegangen. Das Abendmahl und einen Segen haben wir natürlich weggelassen. Dafür hat jeder noch Heiligenbeutel gekriegt. Ja, aber wo waren Sie denn? Wir haben uns Sorgen gemacht. Kein Frühmess, kein Hochamt. Wir waren gewissermaßen die Hände gebunden. Herr Pfarrer? Noch einen gesegneten Sonntag, meine Herren. Das dürfen Sie glauben, Herr Pfarrer. Ihnen glaube ich doch alles, Elsbeth, bitte. Sagt einmal, wo wart's denn ihr heute Nacht? Und wo ist mein Gustl? Komm, Stasi, komm mit mir in die Küche, dann sag ich's da, wo's war. Heut Nacht. Mei, sag mal, spitzt denn du? Wieso kannst du sagen, dass ich Schippitupferkönig geworden bin? Sag mal, bist denn du total narrisch geworden? Warum? Das war doch eine hervorragende Ausrede. Damit ist die Sache doch erledigt. Ja, besser hättest doch gar nicht laufen können. Froh sollst sein, dass du so einen schlagfertigen Freund hast. Dankbar sollst mir sein. Dankbar auch noch. Die gebe ich gleich schlagfertig, du. Wegen dir sind wir doch in den ganzen Schlamassel reingekommen. Ja, weil du unbedingt eine Nacht länger bei deinem Federn bleiben willst. Warum? Ihr wart mir doch bloß neidig. Ihr habt heute die ganze Nacht das Bier wegen und mich hat heute die ganze Nacht das Federlegen. Also waren wir alle schuld und die Sache ist für mich jetzt erledigt und ich bin fort. Guten Morgen, ja, guten Morgen, Herr Wirt. Na, wie war die Reise? Wie war's beim Schippetupfer? Sagen Sie mal, wann gibt's denn eigentlich lecker Schweinebraten hier bei Ihnen? Ja, in einer Stunde. Meister, das ein Depp. Gut, dann mache ich mich in der Zwischenzeit noch etwas frisch. Herr Ober. Was weiß ich? Ja, bringen Sie mir doch bitte noch ein Kännchen Kaffee aufs Zimmer, nicht? Danke. Also, noch viel Spaß mit dem Deppen da drum, Herr Ober. Ich bin fort, hab ich der. Gott sei Dank noch mal gut gegangen, das mit dem Schippitupferkönig. Ab und zu ist halt eine kleine Notlüge doch nicht schlecht, gell? So, und? Wie fühlt man sich dann so als frisch gebackener Schippitupferkönig? Gut, ganz gut. Ganz stolz auf mich sein. Ja, bin ich. So, bin das ich. ist recht, gell? Bloß eins verstehe ich nicht. Was ist nicht? Ja, es gibt doch den alten Brauch, dass zwar jeder Schippitupfer kann, dass aber nur ein Hyperdinger Schippitupferkönig werden kann. Und da waren, sagt man, die Hyperdinger auch ganz streng. Ja, da hast du schon recht, aber ich bin ja eigentlich ein Hyperdinger. Was bist du? Ein Hyperdinger?
Weißt du, das hab ich noch gar nicht gesagt. Nein. Ja, weißt du, meine Urgroßmutter väterlicherseits war mit einem ledigen Hyperdinger verheiratet, aber nicht lang, weil er dann Gott sei Dank bald drauf gestorben ist, aber das hat schon gelangt zum Schippidupferkönig. Ja, so einfach ist es, gell? Ja, dann. Ja, dann. Noch was. Was denn noch? Jeder Schippidupferkönig kriegt doch bis zum nächsten Schippidupfer den Schippidupfer Schippi so quasi als Wanderpokal. Ja, freilich, das war schon immer so. Ja, das ist praktisch schon immer so gewesen. Traditionell quasi, weißt du. Und? Wo ist er dann? Dein Schippidupfer Schippi? Mein Schippidupfer Schippi? Ach, mein Schippidupfer Schippi, die muss der Simmel mitgenommen haben, ja. So, der Simmel. Ja, der werden dann gewiss einmal vorbeibringen gehen. Oh, ja. Weil ich möchte mir schon ganz gern drum bei uns im Wohnzimmer aufstellen, weil ich ja so stolz bin auf mein Schippidupferkönig. Im Wohnzimmer am nächsten aufstehen. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Das ist ganz einfach ist das, freilich. Grüß Gott. Ah, ein Feder! Ui, ui. Brauchen Sie ein Zimmer? Wir haben schon noch eins frei. Sie sind gewiss auf der Durchreise. Au! Nein, ich bin nicht auf der Durchreise. Ja, wissen Sie, ich will jetzt schon da bleiben. So, da bleiben. Ja, ich bin das Federl aus Hyperding. Ja, und sie möchte gern da bleiben. Was für ein Federl aus Hyperding? Ja, ich kenne ein Lied. So, du kennst ein Lied? Ja, so. Ja, freilich. Ich kenne ein Lied vom letzten Schippidupferboy. Aha, vom letzten Schippidupferboy. Ja. Aber ich kenne nicht bloß ein Lenz allein. Ich kenne schon alle, die da beim Schippidupferboy dabei waren. Alle kennt sie. Jetzt wollt die Katze auf Füße. Ja. Und der Lenz hat gesagt, ich darf halt kommen. Ja, weil ich vielleicht einmal Bedienung werden will. Ja, da hat er gesagt, ich darf mir das einmal für ein paar Tage anschauen. Ja, ich arbeite auch mit. Hat er gesagt, der Lenz. Wenn du alles kennst. Nein. Das ist jetzt nicht so, wie es vielleicht ausschaut. Das ist nicht. Ja, ich sehe schon, wie das ausschaut. Aber Billa, das ist nicht so, wie du meinst. Sie ist. Ich bin doch die Nichte vom Simmel. Was habt's denn? Die Nichte, ja. Die Nichte. Oh, ist das eine Auspufte, ja. Die Nichte. Die Nichte vom Simmel. Ja, dann, gell? Dann schaut sie ja wirklich so aus, wie es ausschaut. Also, ich mein, wenn du fleißig mitarbeitest, dann zeigst du halt ein Zimmer, gell? Du Schippidupferkönig, du. Sag einmal, was spinnst denn du? Warum kommst du jetzt da her? Ja, warum? Will ich auf den Schippidupferboy bei dir am Schoß sitzen? Ja, du hast jetzt schon ein bisschen was drungen gehabt. Da hast du doch dann gesagt, dass ich zu dir kommen will. Ja, und da hast du mir deine Adresse gegeben. Und jetzt war ich also auch da. Jetzt warst du da, ja. Oh mein Gott, was tue ich denn bloß? Was tue ich denn bloß? Pass auf, gehst einmal auf den ersten Stock des Zimmers, das kannst du haben. Links auf der rechten Seite, das letzte Zimmer. Warte, ich geh gleich mit. Warte, wenn. Du Lenz? Ja. Meinem Onkel habe ich das natürlich nicht verzeiht, weil den möchte ich überraschen. Darfst du dem Fall auch nichts sagen? Onkel möcht's überraschen. Das Gespuse. Das ist eine ausgepuffte, mein lieber Schwan. Ich pack dabei schon aus. Ja. Wirst sehen, wirst zufrieden mit mir sein. Ich bin eine Fleißige. Ja, das glaube ich schon. Mein, dieser Simmel. Hört denn das bei dem nie auf? Wir sind wieder da. Alles in Ordnung, Luft rein! Nein, die Luft ist dick. Ganz dick sogar. Was? Hä? Du hast mir was Saures eingebracht mit deinem Schippidupferkönig, du. Damit waren alle Probleme gelöst. Ja, mei, du hast halt einen Freund, auf den du dich auch in der Not verlassen kannst. Hast schon anzapft? Wir hätten einen gewaltigen Durst. Nein, ich hab noch nicht angezapft. Und euer Durst ist mir wurscht. Was? Durst? Wurst? Alles wird?
Ich hab nämlich jetzt ganz andere Probleme, ganz andere. Okay. Das gibt's doch gar nicht. Nach einer alten Schippitupfer-Regel kann und darf nämlich bloß ein Hyperdinger Schippitupfer-König werden. Ja, das war schon halb so. Aber das ist doch kein Problem. Nein, das war das kleinste Problem. Okay. Das gibt's doch gar nicht. Was kriegt ein Schippitupfer-König bei seiner Krönung? Ein Schippitupfer-Schippi? Ja, genau, richtig. Aha. Und? Wo ist mein Schippitupfer-Schippi? Ja, du hast ja gar nicht. Weil du bist ja gar kein Schippitupfer-König geworden. Ich hab keinen, aber meine Alte möchten sein, sonst glaubst du mir's wieder nicht. Ach so. Ja, und was machst du jetzt dann? Pass auf. Du hast mir die ganze Sache eingebracht. Also, jetzt nimmst du einen arschichtigen Spezi, dann fahrt ihr zwar nach Hyperding, steigt in das Schippitupfer-Haus ein und holt aus dem Glaskasten den Schippitupfer-Schippi. Habt's mich verstanden? Ja, spinnst denn du? Da werden die Hyperdinger aber beizig. Da wenn sie uns erwischen, dann hauen sie uns recht her. Hoffentlich. Scher der Hund! Das Gendarmeriepräsidium berichtet aus dem Landkreis. Hasendiebstahl in Ramolding. Unbekannte Diebe haben aus der Hasenzucht des Pfodinger Hannes, genannter Haserer, einen wertvollen Zuchthasen entwendet. Das Tier hört auf den Namen Anderl. Sachdienliche Hinweise zur Wiederaufwendung bittet die Gendarmerie per Post zu senden. Oh, Herr Pfarrer, jetzt wird's interessant. Unbekannter Serienfenster hat wieder zugeschlagen. Der Unbekannte wollte bei einer 20-jährigen Magd auf einem einsamen Weiler im Pimpling mittels einer Leiter eindringen. Ui, der örtliche Schäferhund konnte den Unbekannten noch rechtzeitig verjagen. Ja, das ist ja dann vielleicht der Fensterer. Da hätte meine Köchin Elsbeth doch noch recht gehabt. Okay, Herr Pfarrer. Tja, haben Sie es nicht gerade gehört? Ja, aber Eine 20-jährige Magd. Also ja, da steht als letztes. Feiger Einbruchsdiebstahl in Hyperding. Unbekannte Täter sind am gestrigen Sonntag in mehr als dilettantischer Vorgehensweise... Dilettantisch, gell? Das war hochprofessionell. Mehr als dilettantischer Vorgehensweise in das Schippitupferhaus eingedrungen und haben den Schippitupfer-Schippi des diesjährigen Schippitupfer-Königs Alois Rangerl, Dieser Volldepp. Alois Rangerl, aus der ungesicherten Glasvitrine entwendet. Die Hyperdinger Burschenschaft hat dem Täter bei Ergreifung schwerste Prügel zugesichert. Prügel, an denen der Täter verzagen möge. Aber am Tatort wurde eine markante Schnupftabaksdose mit den Initialen SSS zurückgelassen. SSS. Sachsen-Sommer sind wir. Professionell. Die Burschenschaft hat versichert, im Laufe des heutigen Tages Suchmannschaften auszusenden. Man vermutet die Täter im Kreise der konkurrierenden Nachbargemeinden. Leck mir Mosch. Jetzt wird's eng. Die Hyperdinger, die sind im Raffermoor. Die Wenden finden, dann hauen sie uns recht her. Ja, das Gescheiteste wird sein. Wir bringen ihn gleich zurück. Das kann man machen. Meine Alte hat ja schon gesehen, zugesehen, wenn wir aus dem Schneider, gell? Ja, das war ja gar keine schlechte Idee, Mann. Also ich fürchte, auch wenn ihr den Schippitupfer-Schippi zurückgebt, dann werdet ihr trotzdem eure Prügel kriegen. Ja, die Hyperdinger sind dafür Land auf, Land ab mehr als bekannt. Ja. Was? Nein. Ich hab ihn geholt. Vielleicht ein bisschen dilettantisch, aber geholt. Nein. Wir zwei, wir sind draußen. Was denn? Nein, das geht nicht. Herr Mann, ich kann da als vermeintlicher Schippitupfer König nicht mit zwei blauen Augen und ohne Zähnen rumlaufen.
Da glaubst du mir meine Alte ja wieder nicht. Nein. Ich glaube nicht, dass die Hyperdinger da zwischen weltlich und geistlich einen Unterschied machen. Herr Pfarrer, das nutzt ja nichts. Einer von uns muss gehen. Einer von uns kriegt von den Hyperdinger die Prügel. Aber nicht ausgerechnet euer Pfarrer. Einen wunderschönen guten Morgen. Herr Wirt. Ja, der Scheißheiselpreis. Ja, Sie kommen ja wie gerufen. Gerade im Moment habe ich mit einer geredet. Nee, Sie über mich. Ja, das freut mich, aber das ist sehr freundlich von Ihnen. Sie, passen Sie mal auf, Herr Haxel. Nee, Beilein. Oskar Beilein von der Firma Fritz Karl-Donner, Balken und Söhne aus Kauslaps, Handelsreisender in Sachen Klosettartikel und Scheuermittelbedarf. Stets nach dem Motto, das Klo ist rein, die Brille fein. Grund dafür kann nur Beilein sein. Auch der Elefant brüllt durch den Rüssel, so sauber ist die Abortschüssel. Beilein. Ja. Hatten Sie uns vielleicht einen Gefallen dort? Ah, natürlich gerne doch, Herr Ober. Na, meine Herren. Na, meine Herren, wo kratzt die Bürste? Sie passen auf, ein guter Freund von uns, der Wirt vom Schimpidupfer Haus in Hyperding, der möchte einmal gerne mal ihre Scheißheiselbürsten kennenlernen. Ja, meine Bürste. Ja. Und der hat gemeint, ob Sie nicht vielleicht heute noch zu Ihrem Nüber kommen könnten. Natürlich gerne, immer doch selbstverständlich. Na, dafür bin ich doch Handlungsreisender. Christel! Oh, ein Mosserl. Nein, das ist ein Pfiff. Ah, danke. Prosit. Prostet. Sie, und wenn Sie schon mal bei Ihrem drüben sind, könnten Sie uns vielleicht einen Gefallen tun und ihm das Backerl da geben. Mit einem schönen Gruß von den Schippidupfer. Sagen Sie, es war alles bloß ein Gaudi. Aber sagen Sie auch niemand, wo Sie das Backerl her haben. Nee, ich verstehe schon. Überraschung. Na, das ist aber sehr originell von Ihnen, meine Herren. Na, das gibt einen Gaudi, nicht wahr? Da bin ich ja mal gespannt, wie Ihre Freunde darauf reagieren werden. Mir nicht. Also dann, meine Herren, einen schönen Tag noch und bis heute Abend und herzlichen Dank für die Empfehlung, nicht wahr? Also, meine Herren, tschüssi. Ja, Ihnen auch. Tschüssi. Wiederschauen Sie. Ja, servus, Herr Tschüssi, gell? Ja, servus. Gottes Segen auf all deinen Wegen. Worauf Sie sich verlassen können, Herr Pastor. Und schon sind alle Probleme gelöst. Prost, Mama. So einfach macht man das, gell? Was gut beieinander? Federl! Ja, Christi! Ja, was tust denn du da? Ja, warum? Der Lenz hat doch gesagt gehabt, ich darf da bei ihm eine Zeit lang als Bedienung arbeiten. Ja, und jetzt wollte ich dich halt überraschen, Onkel. Ja, hast du was dagegen, Onkel? Sag doch nicht, alter Onkel zu mir. Das hab ich dir doch am Ball schon gesagt. Entschuldigung, Onkel, das hab ich jetzt ganz vergessen. Ja, also, ihr kennt's ja alle, mein Federl, gell? Ja. Federl, brauchst du dich nicht genieren? Wir Schippidupfer, wir sind so unter uns. Geh, brauchst du nicht Onkel zu ihm sagen, gell? Ja, aber er ist doch mein Onkel, also darf ich doch noch Onkel zu ihm sagen. Was ist er? Wer ist der Simmerl? Dein Onkel! Der Onkel! Ja, du sauhammiger Drecker, du Horder und du Hinterkünftiger, du er hat uns da einen spätberufenen Altaufreißer vormachen. Er der Gesichtsälteste. Nein. Ich wollte bloß ein bisschen eine Gaudi machen, ein bisschen unter die Freunde ein bisschen aufschneiden. Entschuldigung, genau. Er, der Prahlhotze, ha? Er hat unseren Schlüsselsammler vorspielen, der weiß er bloß Onkel. Eine infame Lüge. Ja. Nein, das hab ich nur verschwiegen, gell? Und Verschweigen ist erst die Vorstufe zum Lernen. Aber fesch ist er schon mein Onkel. Ja, und wenn er nicht mein Onkel war? Ja, sag ja nur doch, was war. Wenn ich nicht der Onkel war, komm, sag's ja noch, ha? Dann hätte sich die ganze Sache wenigstens rentiert. Meine Herrschaften, höchst interessante Nachrichten.
in der heutigen Zeitung. Da schaut's her. Mein lieber Freund, wir haben noch nicht ausgeredet, gell, du? Du Michtenverschmuserer, du. Jetzt geh, wir reden später weiter. Und sag nicht wieder Onkel zu mir. Ist recht, Onkel. Jetzt geht's schon. Berichte der Gendarmerie. Hasendiebstahl, Serienlustmolch und Eierdiebstahl aus dem Schippi-Tupferhaus. Und? Fällt euch da was auf? Ja, da, das ist dilettantisch. Schmarrn. Mir fällt euch nichts auf. Ja. Unsere Damen, die jahrelang selbsternannten Wallfahrerinnen, sind doch diesmal einen Tag früher heimgekommen. Ja, und warum? Ja, weil sie halt auf der letzten Station den heiligen Kura Dingsbums da gestohlen haben. Ja, und deswegen haben sie nichts mehr zum Anbeten gehabt. Genau. Und warum steht das nicht in der Zeitung? Ja, weil es vielleicht nicht so interessant ist. Okay, Herr Pfarrer, was reden Sie denn da? Der gestohlene Horst steht drin und der Heilige nicht. Ja und, was möchtest du damit sagen? Unsere Frauen haben... Mona, geh weiter, komm, geh mal in die Wohnung auf. Da sind wir umgestürzt vor die Weiberei. Das ist eine gute Idee. Aber meine Herren, was soll denn das bringen? Wir sagen Sie aber, Herr Pfarrer, der Herrgott wird schon richten. Ja, hoffentlich. Balbina? Balbina! Ja? Ah, Frau Apotheker, was kriegst du noch? Ja, hast du vielleicht noch ein bisschen was von dem Kalbskäse? Du, da hat mein Alter so geschwärmt. Okay, das gefreut mich aber, wenn er ihm geschmeckt hat. Grüß euch. Grüß dich. Und, wie geht's dein Schippitupfer-König? Hör mal bloß auf. Ich möchte ja gar nicht wissen, was da noch alles dahinter steckt. Ich sag euch was, das ist eine verlogene Bande. Und mein Alter hat ein schlechtes Gewissen. Ganz verwirrt ist er. Der wollte mir schon wieder einen Majoran rein tun. In Kalbskäse? Na, diesmal abverstrudelt. Also, der Herr Pfarrer ist auch völlig durcheinander. Stell dir vor, der hat heute früh die Osterpredigt gelernt. Ist doch normal. Ja, aber doch nicht für heute Abend, für die Meiern da. Na, und stellt euch das noch vor. Mein Mann reibt sich sein Westknie mit Hustensaft ein. Na, also, ich sag euch was, da stimmt irgendwas nicht. Dann tut er Zeitung lesen, auf einmal springt er auf und rennt schnurstracks zu euch rüber. Saus, du hast recht, Saus, du hast recht, die Weiber haben geklungen. Nix steht drin, aber rein gar nix. Jetzt pass mal auf. Balbina, geh mal rüber zu uns da. Ja, ich komm gleich. Was ist denn? Nichts, kein Wort steht drin. Jetzt pass auf. Balbina! Ihr bleibt da, gell? Ja, ihr könnt's gleich da bleiben. Ganz gut, dass ihr auch da seid. Gell, Mona, das passt. Jawohl. Also, ja, geht's noch weiter rein? Sauber Aufstellung, hopp, hopp, hopp. Da, Was da? nichts. Nix. 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 Ja, bei mir ist auch nix. Rein gar nichts. Ja, was soll denn drinstehen? Ja, eben. Vielleicht soll was drinstehen vom Diebstahl, vom heiligen Kuratorius vielleicht. Ach, gell. Ja, dann steht's morgen drin. Nein, das steht morgen nicht drin. Weil, wenn ein Heiliger gestohlen wird, dann steht bis heute in der Zeitung drin. Geh, Herr Pfarrer. Weil ein Hasendiebstahl steht auch drin. Also, wo wart's? Wo wir waren? Ja. Ja, also, wir waren... Na? Wir waren... Wir waren weg auf Wallfahrt. Aha. Und? Wo war's wirklich? Bad Freudach. Ha! Beim Kurschattendratzen. Was? Wie geht's schon? Ja, weil bloß an diesmal die Kurschatten nicht kommen. Ja, weil Elsbeth einen Feiertag verwechselt hat. Ja, sie hat gesagt, wir kommen nach Christi Himmelfahrt anstatt doch von Leichnam. Ja, mei, und dann sind sie nicht gekommen und dann sind wir wieder heimgefahren. Dann habt ihr uns die ganzen Jahre mit der Wallfahrt angelungen. Das mit der Wallfahrt, das haben wir doch bloß so gesagt. Ja, weil wir gemeint haben, wenn uns der Herr Pfarrer da deckt, dann kann ja nichts passieren. Der Herr Pfarrer? Nein, meine Herren. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Die Frauen sind schuld an dem Ganzen. Die haben mich damit nicht gezogen. Was? Ja, schon vor Jahren ist eine zu mir zum Beichten gekommen und hat gesagt, dass sie gelogen hat, als sie behauptet hat,
ich wäre bei der Wallfahrt dabei gewesen. Und ab da war es ein Beichtgeheimnis und ich habe nichts anderes mehr sagen können. Ja, so eine verlogene Bagage. Jetzt wird's hinterher wir fahren. Du zu uns sagst, sie fahren auf Wallfahrt, dabei fahren sie zum Kurschattenpraxen. Der Pfarrer, der denkt euch auch noch. Ich möchte nicht wissen, wo ihr hier die ganzen Jahre rumtrieben habt, wer wir beim Schippedupfer waren. Du, wir dürfen nicht einmal ein nachlegen, ein Hyperding bleiben. Hey, gell? Du bist auch nicht Schippedupfer-König geworden. Das war ein Simmel seine Idee, das hat der Simmel gelogen, gell? Und der verlungene Hund, der hat uns auch erzählt, dass Feder sein Spusi war. Tja, da weiß bloß sein Nichte. Was? Ja, mich darf's ja nicht wundern, wenn's da einen Fensterer Elsbeth, die nie die ganze Zeit zuhören sollen, in Wirklichkeit gar nicht gehen darf. Den habe ich mir halt gewünscht. Ich bin so froh, dass ich auf Hospiz war. Was? Ja, jetzt beruhigt euch nur wieder. Es waren ja nur lauter kleine Lügen aus der Not heraus, der euch unser Herrgott sicher vergeben wird bei Besserung. Also packen wir's, kommt her zu mir. Kommt's nur. Also, wir geloben Besserung und wollen auf die Zukunft. Meine Fresse! Sind die auf mich losgegangen? Oh. Den Kriminaler haben's geschlagen? Ja. Es ist mir vollkommen unerklärlich. Ich hatte das Paket abgegeben und gesagt, Überraschung, es war alles nur ein Scherz. Und plötzlich fühlte ich nur noch Schmerz. Oh Mann, sind die auf mich losgegangen. Ich wusste ja gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Ja, Herr Wirt, sagen Sie mal, wie gibt's denn sowas? Ja, mei, das ist halt ein alter bayerischer Brauch, gell? Ja, und wenn sich halt ein Bayer gefreut, dann haut euch manchmal vor lauter Freude ein bisschen zu. Sehr witzig. Hören Sie mir auf. Niemand hat mir geholfen. Nur ein zugegebenermaßen sehr hübsches, junges Mädchen namens Rosa. Ich soll übrigens alle Herren recht freundlich von ihr grüßen. Was? Und insbesondere Sie, Herr Pastor. Ja, also gut, ich gebe zu, ich war auch beim Schippedupfen dabei. Aber von einer Rosa weiß ich überhaupt nichts. Ach, gelobt sei Jesus Christus. Das kann doch nicht wahr sein. Lernen denn die jetzt schon wieder? Ja, gelogen wird halt immer wieder gern. Ja, aber das ist ja bei den Männern nicht so schlimm. Zumindest nicht beim Schippedupfer. Es waren ja alles nur kleine Notlügen. Ja, genau, als Schippedupfer. Nein, jetzt haben wir ja noch gar nicht erklärt, was als Schippedupfer eigentlich ist. Ja, genau, stimmt. Also passt's auf. Als Schippedupfer, das ist Folgendes. Schippedupfer, das ist nein, das dauert jetzt zu lang.